Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Soma auf Pelzig. Hier, die Einkaufsliste haben wir gekriegt, der Strom funktioniert wieder. Ich muss gerade mal mein Headset richten. Bäh. Das hing gerade urangenehm überm Ohr, Igitt. Und jetzt geht's gerade mal weiter. Ja, Cortex-Chip. Warum ich auch immer Vortex sage, wahrscheinlich wegen dem Wirbel und so. Wegen Vortex kann ja auch Wasserwirbel, kann aber auch ein Luftwirbel sein. Okay, ein Cortex-Chip brauchen wir brauchen einen Akku, wir brauchen Strukturgel. Na gut, soweit, so gut, soweit auch kapiert. Die Stationen sind wieder online. Ich würde sagen, wir gehen von unten noch oben vor. Wenn wir nicht irgendwo Buckelknechte oder so finden, gehen wir von unten noch oben vor, die Sache. Okay. Da lang. Labor. Jetzt müssten die Dinger eigentlich auch funktionieren, weil im Dive Room haben wir ja alles gemacht, was nötig ist. Ja, genau. Oh Gott, was ist passiert? Oh oh. Ich mag nicht. Ruffy. Okay, wir lenken uns mal damit ab. Ruffy, Jacob Helperin. Oh Gott, ich bin total aufgeregt. Heute wurde außerhalb der Omikron-Nebenstelle ein ungewöhnlich sedierter Orange Ruffy gefunden, der auf der Stelle schwebte. Er hatte bemerkenswertes Knochenwachstum, das seine Wahrnehmung zu stören schien. Habe ihn zu näherem Studium hereingebracht. Wobei er sich aber dann versteifte und starb. Während der Untersuchung des Leichnams erwachte das Ding dann wieder zum Leben, außerhalb des Wassers. Habe ihn ein paar Minuten lang schaukeln lassen und ihn dann zurück in ein Aquarium gesetzt. Dort fing er sofort an, sich selbst am Glas zu Tode zu schlagen, bevor ich ihn wieder herausnehmen konnte. Denken Sie mal drüber nach. Shelley. Tod bei der Ankunft. Claudia Eames. Darby und Waldeck identifizierten das Ding, das für die Sabotage der Luma-Sonde in einer Tiefe von 900 Metern verantwortlich war. Es handelt sich um einen 150 cm langen Schwarzwicht, der so aussieht, als wäre er mit einem anderen Fisch bzw. Hai verschmolzen. Wenn ich an der Stelle wissenschaftlich ergänzen darf. So eine komische Mutationsform haben wir bisher noch nie gesehen. Es wird eindeutig schlimmer. Irgendwas verursacht dies und den Unsinn mit dem radioaktiven Niederschlag, über den Orvari ständig redet, glaube ich einfach nicht. Joan Ross, tot bei der Ankunft. Claudia Eames. Den toten Mann, der heute Morgen auf der Aufzugsplattform gefunden wurde, wurde identifiziert als Joan Ross, der KI-Psychologe, der in Tau gearbeitet hat. Ich kann mir nicht im geringsten vorstellen, was da unten im Abgrund passiert ist, und ehrlich gesagt werde ich mein Personal nicht riskieren, um da unten nachzusehen. Wenn das Architeam noch am Leben ist, was ich höchst bezweifle, dann werden sie einen Weg finden, uns ein Zeichen zu geben. Ohne guten Grund werden wir nicht wieder da hinuntergehen. Oh, klasse, und wir dürfen doch runter. Ich freue mich jetzt schon wie Boller. Okay, also das kann mich jetzt erstmal am Käppel lecken, vor allem wenn die Konsole hier so eklig fusselt. Gehe ich erstmal wieder runter, wo ich herkomme bin. Bitte lass da ohne nix sei. Bitte lass da ohne kein Proxy, Flasher oder ähnliche Kreatur rumschwirren. Oder der neue. Noch viel schlimmer, bitte nicht der neue. Okay, jetzt gehe ich mal hier unten vor. Ich will aber nicht, dass mich was von hinten überrascht. Jetzt machen wir den Unterbereich. Ja, da bin ich auch. Noteingriff. Wird auf Diagnose warten. Fehlerquelle finden. Erst 4 Minuten vorbei und ich habe jetzt schon Schiss. Fehler erkannt. F3 Maschinenraum. Grundsystemüberlastung. Umleitungshilfsprogramm wird gestartet. Sequenz zurücksetzen. Okay. Moment, wie muss ich das da? Zerstöre die Wow, war du grad. Ah, okay. Ich muss so rüber gehen. Ah, nee, Moment. Sequenz. Ah, das ist ja cool. Es ist ja ein saucooles Minispiel. So, 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 so und so. Okay. Aber auch ein cooles Minispiel mit so Käsekästchen. Definitiv. Kriegen wir jetzt irgendwie Botschaften reingepflanzt oder was in unser System? Aber der Unterbereich funktioniert jetzt wieder. Und die Musik lässt nichts Gutes verheißen. Es erinnert mich gerade so ein bisschen an Layers of Fear von der Mucke.
Oh Gott, scheiße, Mann. Südhaller. Ich befürchte das Schlimmste einfach. Immer mit dem Schlimmsten rechnen, dann kann man nicht enttäuscht werden. Roboter, Reparatur, Bucht. Okay, mal gucken, was wir hier Interessantes finden. Hör auf zu klemmen, geh auf, gehorch mein Befehl. Hilf mir, Buddha. Ich nehme mich jetzt mit. Ah, das sind diese Arbeiterroboter. Das ist unser Freund, unseren Liebe mich, der UH8, der K8. Und das sind die, die draußen rumschwirren. Oh, jetzt juckt mich wieder die Nase. Das ist unglaublich. Topa MUH9. Okay, das ist ein UH8, das ist ein UH9. Das sind unser Freunde draußen, außerhalb von Omikron. Okay, der Buddha scheint mir nichts zu bringen. Ich lege mal ab auf die Blaupause. Und, ja, wenn wohl auch Chinesen oder Asiaten generell hier geschafft haben, aber vielleicht auch ein Europäer, der sehr interessiert war an Buddhismus als Religion. Ein A95-Arbeiter haben wir da noch, Heimatsu, das scheint ja wohl hier die Firma gewesen zu sein. Die stellen auch die Kampfanzüge her und die Druckausgleichanzüge zugleich. Okay, da haben wir nichts. Ah, da können wir was machen an dem Ding. Diagnose. Ah, da haben wir unseren Cortex-Chip, sehr cool. Energie. Energie, habe ich gesagt. Anscheinend will er nicht. An dem Arbeiter hier, an dem A95-Arbeiter, könnte man der Cortex-Chip rausschmeißen. Muss ich gerade mal gucken. Können wir die irgendwie... Ah, okay, warte mal. Das können wir so. Das machen wir jetzt mal auf. Das machen wir auch auf. Das machen wir noch ohne. Oder nee, Moment. Ach, auf, erst mal. Okay, jetzt kriegen wir da Energie drauf. Da kriegen wir Energie drauf. Okay. Er ist noch aktiv. Und Optik. Okay, er bewegt sich wieder. Wo ist dann sein Chip? Engine, Exhaust, Shell, Optics. Exhaust. Oder? Ich weiß nicht, was wir da noch machen könnten. Warte mal. Und wenn wir das jetzt... Ah, vielleicht noch unter. Da sind ja auch so Dinger. Da vielleicht noch unter. Moment. Ja, das geht noch unter. Das verschließen wir ganz. Verschließen wir vielleicht. Nee, Moment. Das muss noch ohne gehen. Ja, das muss so noch ohne gehen. Okay. Und Dendo machen wir jetzt noch ohne. Und Dendo auch noch ohne. Und dann Dendo noch. Moment. Nee, Quatsch. Das muss offen sein. Und dann den hier. Dann fangen wir noch ein. Und leiten dann noch ohne weiter. Cortex-Gruppe entfernt. Keine Signalverbindung zum Host. Okay, ich habe es anscheinend alles noch ohne geleitet. Jetzt haben wir... Ah, ja, da ist die ganze Mechanik noch dran. Sehr geil. Genau, das sind die Nummer 5 Aare dabei. Der Cortex-Chip, das Mikrofon habe ich auch noch gesehen. Und die Laterne ist auch noch mit dabei. Die Taschenlampe. Sau gut. Das heißt, den haben wir schon mal. Den haben wir in der Tasche. Das ist gut. Also eins von den 3 Dinger haben wir schon abgefrühstückt. Das gefällt mir sehr gut. Oh, oh, scheiße. Der bewegt sich noch. Ach du Scheiße, das ist ein... Ach, ein Android-Versuch. Sehen ihr das? Das ist ein absoluter Android-Versuch. Der ist mit der Wow wieder verbunden und hat einen mechanischen Körper, aber ist noch menschlich im Kopf. Dann können wir auch nicht die Blackbox abrufen. Wahrscheinlich, weil er noch lebt. Aber er ist auch in dieser Wow-Matrix gefangen. Ach du Scheiße, bitte greif nicht noch mir. Ich schalte jetzt hier mal zufällig mal die der ab. Ich mag jetzt nicht nochmal von dem attackiert werden oder so. Okay, da könnte man jetzt auch nochmal einen Grabscher machen, aber das will ich erstmal nicht. Noch brauchen wir es nicht. Okay. Krasser Scheiß, Alter. Die Wow hat vielleicht auch damit experimentiert, Cyborgs zu erschaffen. Erstmal Quetsche. Quiek, 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 quiek. So, Scheißdreck, du. The Heart of Alpha. Das Herz von Alpha. Okay.
Da hat jemand versucht, das schlechtes Triforce zu malen. Scheiße. Sieht auch nicht so gut aus irgendwie. Noch ein schlechtes Triforce. Okay, keine Ahnung, was das ist. End Tau. Find Alpha. Take the Cell. Oder the Gale. Take the Gale to Alpha. Oh oh. Will jemand Alpha eventuell infizieren mit dem Gel für die Wow? Into the Abyss. In den Abgrund. Take it to Alpha in the Abyss. Bring's zu Alpha in den Abgrund. Alpha needs medicine. It's sick. Ist Alpha schon infiziert mit der Wow? Wir müssen es heilen mit dem Gel oder was? Aber das Gel ist doch die Wow. Oder? Oh. Gott. Nie mit Schere Renner. Oh, Licht wieder an. Entschuldigung. Okay, da ist noch was. Da wollte wohl irgendjemand die Wow kaputt machen wieder. Ein Labyrinth und das Triforce wieder. Okay. Gut, das sind jetzt wieder Media-Dateien, Audiodateien. Strasky, are you there? I hear you, Herbie. What's up? Just wanted to check in. I have to go do something. I might not be around for a few days, okay? Rally Herbert leaving the listening post? Must be important. It is, Strask. It is. Okay, das war von Theta. Okay then. Stay safe. Gut, dann haben wir ausgehend ACR. Omicron, can you hear us? Loud and clear. Everyone all right? We will be as soon as we make friends with the power suits. I'm sure you'll get used to it. Look at that. Just wanted to check in before we pass the last working Lumar probe. Guys, any last words to Omicron? Don't forget to pick us up. Wir haben hier auch ständig Don't worry, we won't forget. solche Störsignale. Das gefällt mir auch gar nicht. Good luck, guys. Okay, ausgehend Tau. Tau, please respond. This is Rowley Herber calling from Omicron. Please respond, Tau. Unable to connect. Lumar relay out of range. Yeah, I get it. Und ausgehend Vieh. Unable to connect. Lumar relay out of range. Wir müssen sie aufhalten. Wir kriegen jetzt anscheinend zu den Störaktionen zusätzlich noch irgendwelche Botschaften vermittelt von irgendjemand. Wahrscheinlich der oder die uns hier drin haben wollt in Omikron. Scheiße. Okay, nix du. Und du greifst mich bloß nicht an, du Ding. Keine Ahnung, wo es du hier geht. Alter Falter, ist das gruselig. Scheiße. Scheiße, Alter, ist das heftig. Der greift uns wenigstens nicht an. Okay. Jetzt hilft wohl nix. Was ist wichtig? Oh Gott. Wenn ich wenigstens wüsste, wer das ist. Wenn der sich nur zu erkennen gibt als Freund oder Feind. Aber nur so kryptische Botschafter finde ich doch etwas stressig. Oh, da ist auch noch jemand. Habe ich gar nicht gesehen beim ersten Mal. Ach, wieder nur Nee. Nee. Oh fuck. Oh fuck, hab das bemerkt, Leid. Der war nicht ursprünglich da geleckt, das war der da hinten geleckt hat. Die liegt nach wie vor unverändert da. Aber der da, der war ursprünglich da geleckt. Da ist irgendwas hinter uns her. Oh fuck. Oh scheiße, irgendwas ist hinter uns her. Und spielt mit uns offensichtlich. Vielleicht die Person, die uns hier haben wollt. Und uns jetzt die ganze Botschafter vermittelt. Scheiße. Jetzt muss es doch sein, dass wir hier auch mit der Station aufrahmen. Oh Gott.
Arg gespannt wie Sau. Arg gespannt wie Sau. Ich bin angespannt wie Sau. Oh dudel du du da de. Mittelbereich. Noteingriff. Okay. Da bin ich schon durchgewatschelt. Aber ich mag erstmal erkunden, was es da noch gibt. Oh Gott. Medical Bay, da waren wir schon drin. Ja. Die Medizinbucht waren wir schon. Können wir eventuell unseren Krust schon abliefern, den wir hin? Das wäre irgendwie cool, wenn das ginge. Hey. We need about a vat full of structure gel to tie the body, the Cortex chip and the battery pack together. Okay. Unser Inventar ist das schon drin. Das sehen wir ja schon. Können wir das schon verbinden? Nee. Wir brauchen wohl alle drei zusammen, dass wir das machen können. Okay. Na gut. Dann eben alle drei zusammen. Oh je, oh je, oh je. Schnauf nicht wie ein Ochs. Das musst du gar nicht. Labor. Und Clean Room. Steht gern. Alter, warum fusselt das immer so, wenn ich in der Nähe von dem scheiß Ding hier bin? Mir schwant nichts Gutes. Da war noch was genau? Da, die zwei Dinger können wir auch noch betreten jetzt. Was gibt's dann Leckeres? Ah, Sauerkraut gibt's halt. Eher verschimmeltes Sauerkraut, nicht so lecker. Bin ich kein Fan davon, aber Sauerkraut so mag ich. Definitiv. Ich liebe Sauerkraut mit Leverknödel und Salzkartoffeln. Oh, da war ein Band drin, Tonband. I was talking to Cameron about protein solubilization. Do you think we could break the aggregate in structure gel without flattening the configuration? Jesus, that was a mouthful. You've been listening to Cameron, that's for sure. What do you want, Raleigh? Can you blame me for trying to figure this out? I've been having the dreams too, you know. I don't know what to believe. Oh, I know. Everything from the sudden signal amplification in black boxes to having a comatose Dr. Ross locked up in the glass jar. We've all been going a bit nuts. Tell me about it. It feels like my head's about to explode. Hypothetically speaking, could we stop the WoW from mutating? It doesn't work like that. Even if there was a Site Alpha? Hypothetically speaking, I guess we could try. Raleigh, are you recording this? Sorry. I just... Sorry. Okay. Die hat wohl noch eine Lösung gesucht, um die WoW aufzuhalten. Da haben wir noch was. Ich schlüpfe da jetzt durch. Ach, du geht's wohl nur wieder hoch. Okay, das lassen wir erstmal sein. Südhalle. Okay, das lassen wir jetzt erstmal sein. Hoch gehen wir noch nicht. Wir gucken uns erstmal nochmal hier um. Das war alles, was wir hier noch hinmachen können. Okay. Mir ist nicht so wohl dabei irgendwie, wenn du off ist. So. Ich mag nicht, dass von Over eventuell noch was runtergeschissen kommt. Clean Room. Dann gucken wir uns jetzt mal um. Okay. Ah, so ein wohltuender Laserscan. Ich fühle mich schon dekontaminiert. Okay. Biosafety Cabinets. Oh, hallo, Herr Baron. Können wir die Person rumheben, oder? Nee. Achso, die der können wir gar nicht aufmachen. Okay, nett. Reizend. Also die Station mag ich noch erkunden, ganz kurz over reingucken für den Deal heute. Also es wird vielleicht ein bisschen länger heute. So ein netter Waubrocke. Das wird Strukturgel sein.
Tempo minus 20 Grad, Gel unkalibriert. Kontrollchip Fehlfunktion, Wartung erforderlich. Na toll. Nie kann es einmal einfach sein, ne? Müssen wir das Ding warten. Na gut. Wenn wir es irgendwo einstecken. Ich freue mich echt, warum die da so uralt Webcams noch verwenden. Da ist oh. Maus mit Wow-Technologie auf dem Kopf anscheinend und wohl auch schon tot. Ah, wie reizend. Das ist so einladend und bezaubernd hier. Bei Theta, Strukturgel-Testformel, Setup gespaltene Platine, Mikroakku, suboptimal, Schaltkreis nachgeahmt, vorherige Ergebnisse überprüfen, systematischer Schock, tot. Okay, noch 2 Sekunden. Scheint das Gel oder was zu sein. Noch 3 Minuten und 16 noch 3 Stunden, 16 Minuten, 41 Sekunden schwappelt das über und bildet so Wurzeln. Noch 11 Stunden, 21 Minuten und 4 Sekunden entwickelt sich so das Ding draus. Und noch 26 Stunden, 2 Minuten und 38 Sekunden wird dieser Tentakelbrocke wie hier draus. Reizend. Okay, Verbindung. Lisa Cameron, 23.03.2103. Das Strukturgel wurde aufgeladen und hält sich tatsächlich eine Weile, sogar wenn man es von einer Stromquelle trennt. Nimm das Gel, war eben die Botschaft. Wird es auf Schaltkreise angewendet, scheint es die Konnektivität zu fördern. Funktion. 25.03.2103. Anscheinend ist es nicht nur die Konnektivität, sondern auch die Funktionalität. Das Gel steuert die Effektivität und Arbeitsleistung einfacher Maschinen. Die Modifikationen, die die WoW am Gel vorgenommen hat, sind aber voller zusätzlicher Informationen, die nicht unbedingt Sinn ergeben. Wird das Gel dagegen auf eine komplexere Maschine angewendet, wirkt es beim neuen Wirt wie ein Störe die WoW oder töte die WoW. War eben die Mission, was man eingeblendet kriegt, hin. Wirkt es beim neuen Wirt wie ein Krebsgeschwür, an dem dieser dann zugrunde geht. Wir können das Gel zu unserem Vorteil nutzen, aber dazu muss es vorher umkalibriert werden, um den Schadcode herauszufiltern. Okay. Anscheinend hätten sie hier auch dran gearbeitet. Jacob Halperin, 7.05.2103, habe das Gel auf eine tote Maus angewandt. Das Gel brachte die Maus... Wir leiden. Das Gel brachte die Maus zurück ins Leben. Sie wurde dann in dasselbe Habitat gesetzt wie eine lebende Maus. Die wiederbelebte Maus war teilnahmslos, während die Lebende gestresst wirkte. Lebende? Nach 15 Minuten griff die wiederbelebte Maus die Lebende an und tötete sie. 30 Minuten später hörte die wiederbelebte Maus auf, sich zu bewegen. Der Leichnam war fest, da sich das Gel darin erhärtet hatte. Fortschritt. Jacob Halperin, 9.07.2103. Habe noch... Hör mir zu. Habe noch eine Maus mit Strukturgel wiederbelebt. Dieser Versuch erfolgte mit unkalibriertem Gel von Eames. Die Ergebnisse waren beeindruckend. Das Ding war katatonisch, ist aber mehr als ein Schlafwandler. Und zur Vermeidung einer Aushärtung wie bei der vorherigen Maus wird mit Hilfe von Elektromagneten eine schwache elektromagnetische Störung im Tier erzeugt. Dies hat uns außerdem ermöglicht, es eingeschränkt zu kontrollieren. Chemische Analyse von Paula Lansky, 12.12.2103. Grundsätzlich bleibt das Strukturgel unverändert. Es ist immer noch dasselbe vernetzte Gel mit ausgerichteten Graphen in einer mehrfach ungesättigten Matrix. Das Problem ist nicht... Hol den Virus. Das Problem ist nicht das Gel selbst, sondern die WoW, die sie steuert. Das Gel hat keinerlei neue Eigenschaften angenommen. Die WoW benutzt sie einfach nur auf eine Art und Weise, die wir uns niemals erträumt hätten. Studienergebnisse von Claudia Eames zu 19.12.2103. Alles spricht dafür, dass sämtliche deformierten Kreaturen, also der Fisch, die Haie und sogar die Helper von der WoW, über das Strukturgel manipuliert wurden. Auf irgendeine Weise sind sie dem geladenen Gel ausgesetzt gewesen, was bei ihnen zu krebsartigen Geschwüren führte, die den gesamten Organismus betrafen. Hier nach den Gründen zu fragen ist schwierig, da ja in ewigem Albtraum, Alter. Moment. Ist schwierig, da wir ja von einer KE reden. Aber alles begann kurz nachdem die Erdoberfläche von dem Asteroiden zerstört wurde. Ich kann nicht beurteilen, ob es um Schadcode oder eine umsichtig programmierte Gnadentötung handelt, aber es ist nicht danach aus, als ob es uns das Überleben leichter machen würde. Okay, krass. Ja, die Episode wird definitiv länger, ihr liebe Leid. Never seen something of that speed. Noch nie was in der Geschwindigkeit gesehen. Krass, also, aber das Stockwerk mag ich jetzt einfach nochmal durchhaben in der heutigen Folge. Da ist noch was. Da ist ein Chip. Können wir den vielleicht verwenden? Ne, den können wir nicht rausholen. Okay, dann machen wir hier wieder zu.
Da ist nix. Und da ist eine Maus. Toti. Okay, warten wir mal. Moment, können wir das... Okay, da können wir drauf gucken. Okay, da kommt jetzt das Gel drauf, geschwabbelt. Und dann bildet sich hier das Geschwür da drauf. Und das vielleicht auch schon mit Elektromagnete gemacht. Oh, das hat aber einen Grafikfehler, der Greifarm. Okay. Jetzt gehen wir mal zur Maus. Und Achtung. Aber warte, was jetzt passiert. Wow. It came back to life. Something like it. Ja, was Ähnliches. Scheiße. Warum wir da jetzt auch Störinformationen kriegen? Oh, ich stehe das arme Tier eigentlich gern erlöse und töte. Das, oh, scheiße. Und, ach, Moment, wir haben doch so ein Ding noch gekriegt. Können wir jetzt das Ding rausnehmen und funktioniert der jetzt? Nee. Dann vielleicht der, den wir kriegt haben zur Reparatur von dem Ganzen. Ah, tatsächlich. Okay, das Ding können wir reparieren vielleicht mit dem Gel. Oh, die arme Maus. Das wollte ich... Oh, eigentlich wollte ich gucken, was passiert. Aber das ist ja echt grausam. Warte mal. So. Das arme Tier. Auf dem Ding bildet sich jetzt wahrscheinlich auch so Waugschwür, ja. Innerhalb von wenigen Sekunden. Das können wir jetzt nehmen, das Ding. Entschuldigung, Maus. Ich stehe dir gerne richtige Laserei, um dich zu erlösen, aber es geht leider nicht. Ach, scheiße. Okay. Wieder zu. Okay, jetzt haben wir das Ding auch noch. Sehr gut. Strukturgel haben wir auch gewonnen. Okay, prima. Gut, dann gucken wir gerade nochmal, wie es over aussieht in dem Stockwerk. Oder bis gespeichert wird. Was halt zuerst passiert? Speichern oder oberes Stockwerk? Erstmal reingucken. Ja, sind wir schon gleich bei 28 Minuten. Da haben wir halt eine richtig lange Episode gehabt und das ist echt was Woche hier. Der schon wieder. Ich weiß jetzt auch noch nicht, ob der freundlich ist oder nicht. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob der Kerl freundlich ist oder nicht. Im Labor gucken wir uns sonst ach nochmal um. Nett. What makes you... Why would you ask that? I think Ross is trying to tell me something. About Site Alpha? He wants me to go down to the abyss and find them. Crazy, right? You've been down there. I just thought you could talk some sense into me. Ronnie, I'm not at liberty to... I can't talk about that. Und auch mit einer lustige Kassette hier. Okay. Oh Mann, also die Technik hat sich nicht großartig entwickelt, würde ich sagen. Ah, weil dieser Wow-Mutante-Fischer sich mit Mutanten anfreunden, dass ich nicht lache. Alter. Cranken Shit. Das machen wir mal lieber zu hier. Okay. Common Squid. Gewöhnlicher Tintenfisch. Das Glas ist unzerstörbar hier. Wieder so Rosette. Herdplatte. Okay, du scheinst nichts Besonderes zu geben mehr für uns. Na gut.
Aber wenigstens eine Audiodatei noch hört. Okay. Nein! Da war er schon wieder, der Widerling. Dann war das hier, genau. Jetzt gucken wir uns nochmal um. Oder gehen zumindest over, wo ich dann meinen Cut setzen kann. Es war mir aber wichtig, auf jeden Fall nochmal das Stockwerk zu machen. Oh, das sieht irgendwie nicht so gut aus. Das sieht irgendwie nicht so gut aus hier. Okay. Okay, jetzt muss ich mich doch noch umgucken. Main Entrance. Ah, da war der Haupteingang. Okay, den wollen wir auch noch sehen. Natürlich nix. Also im Haupteingang wären wir ähnlich lustig begrüßt worden. Ich weiß, es bringt nichts, aber der Vollständigkeit halber... Oh, lecker, kein Kopf mehr drin. Okay. Da scheint da was blockiert zu sein, dass nichts mehr geht. Die scheinen das von sich aus blockiert zu haben. Die scheinen das echt von hier aus blockiert zu haben und sind dann alle vom mysteriösen Kopfsammler gekillt worden. Okay. Okay. Scheiße. Na gut. Dann müssen wir wohl dort hier. Und müssen hier aufmachen nochmal. Oberbereich Noteingriff. Okay, machen wir jetzt auch noch. Okay. Power Room. Batterie vielleicht hier. Ich muss jetzt einfach doch noch gucken. Irgendwie bin ich jetzt doch zu neugierig, muss ich gestehen. Was ist da drin? Speichert. Okay. Okay, egal was jetzt hier drin ist. Jetzt hört die Neugier auf. Ich würde sagen, an der Stelle mache ich einen Cut, ihr liebe Leute. Wir sehen uns dann morgen wieder bei Let's Play Soma auf Pelzig, bevor ich jetzt eure Dreiviertelstunde hier rumwurschtel. Also machen's gut und bis morgen. Eiern Yankee.